Kölner Stadtanzeiger, was kann ich für Sie tun? Ey, hör zu! Said El-Mala wird bei der WM spielen. Sind Sie sich sicher? Vertrau mir, Brudi. Wallah Billah, der wird für die WM nominiert werden. Hallo, Moje, Jode da. Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, hiermit leiten wir die dritte Staffel von Leos FC-Kosmos ein, beziehungsweise das mittlerweile zweite Jahr. Heiliger Jürgen, wie die Zeit vergeht. Ja, in dieser Woche hat sich natürlich dann doch mehr beim FC getan, als ich es zuletzt geglaubt habe. Es gab einige Themen, die ein eigenes Video verdient hätten. Ich muss aber an der Stelle sagen, die Arbeitszeiten in dieser Woche, die waren absoluter Rotz. Ich bin jedes Mal spät nach Hause gekommen und ich muss auch sagen, ich habe ziemlich viel Energie für den Staffelabschluss aufgewandt und ich habe einfach nicht den Nerv gehabt, jetzt zu jedem einzelnen Thema ein Video zu drehen. Deswegen dieses Mal, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt weiterhin in Zukunft so laufen wird während der Sommerpause, werden wir die Themen der Woche in einem Video mal verpacken. Ob wir das so weiter fortführen, werden wir schauen, weil, wie gesagt, hier ist ein Typ, der wirklich kein extrem großes Zeitfenster hat, aus beruflichen Gründen, wohlgemerkt. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Auch wenn es nicht vermeidbar ist, in Zukunft weiterhin am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten, ich habe Teilzeit beantragt. Gute Nachricht, oder? Also werde ich bis auf weiteres demnächst so machen. Deswegen kann es gut sein, dass sich das sehr positiv auf den Kanal auswirken wird. Gut, dann fangen wir doch direkt mal mit einem Thema an, das genau dann an die Öffentlichkeit gekommen ist, während das letzte Video veröffentlicht wurde. Ich habe ausgerechnet im letzten Video so eine Art Verabschiedung einzelner Spieler gemacht und dann war da auch Erik Martel darunter, aber es hat es nicht mehr ins Video geschafft. Da war der FC schneller als der Content. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, die Art und Weise, wie Erik Martel diesen Verein verlassen hat, da bin ich ein bisschen sauer drüber, sage ich ganz ehrlich. Also zuallererst einmal, ihr wisst es wahrscheinlich schon, er wechselt zu Mainz 05. Ablösefrei, nachdem er den FC über ein Jahr hingehalten hat, sich auch noch im Prinzip verpokert hatte, höhere Ambitionen hatte, dachte, er wechselt zu irgendeinem spektakuläreren, international spielenden Verein. Das ist ja jetzt bei Mainz 05, wohin er hinwechselt, ab dieser Saison nicht mehr der Fall. Das ist jetzt auch kein Front an Mainz 05 an der Stelle, aber selbst die Mainzer sind sich bewusst, dass diese ganzen Ausflüge nach Europa, wie zuletzt in der Conference League, Ausflüge sind. Und die sind selber bescheiden genug. Deswegen holen sie sich auch direkt zwei ablösefreie Spieler im Sinne von Erik Martel und auch Ransdorf-Königsdörfer. Ich sehe jetzt schon wieder ihn gegen uns treffen, sage ich ganz ehrlich. Und dass er Mainz 05 als den nächsten Schritt bezeichnet. Wow. Und das gegenüber einem Verein wie dem 1. FC Köln, das tut weh. Wir leben jetzt in Zeiten, in denen Mainz 05 als der nächste Schritt bezeichnet wird gegenüber dem 1. FC Köln. Ich meine, mir ist auch klar, in Mainz wird er es deutlich ruhiger haben. Ich meine, man muss es ihnen ja lassen. Eine tragende Rolle im Abstiegskampf spielen sie in den letzten Jahren meistens nur temporär. Das hat die letzte Saison auch gezeigt. Und ja, er kann es dort auch etwas ruhiger angehen lassen. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie eine große Ode an Erik Martel raushauen. Ich meine, okay, danke schön, dass du mit in die zweite Liga gegangen bist. Vielen Dank. War es auf jeden Fall ein konstant guter Sechser. Das stimmt alles. Das ist auch auf jeden Fall Fakt. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, wir werden diese Position, wenn wir akribisch auf dem Transfermarkt arbeiten, neu besetzen können. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte, der hier sagen kann, wann ein Sechser schlecht ist, ob ein Salih Özcan oder ein Elias Skiri nicht vielleicht ein besserer Sechser wäre als Erik Martel, insbesondere da Skiri etwas offensiver agiert und er mehr, ist er dann ein Achter? Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass diese beiden Spieler 100% im Raum stehen als Ersatz. Also zwei Spieler, die mal für uns gespielt haben, aber ist ja über den Sommer hinweg öfter mal behauptet worden. Deswegen, ja, okay, ich will Erik Martel nichts Schlechtes wünschen, aber es ist mir eigentlich auch relativ egal, wie sich jetzt seine Karriere fortsetzt. Hat uns über ein Jahr lang an der Nase herumgeführt, hat sich da verpokert und jetzt ist der nächste Schritt dann halt Mainz 05 und nicht irgendwie Borussia Dortmund und noch nicht einmal der SC Freiburg, der absolute Emporkömmling der letzten Jahre. Es ist im Nachhinein Mainz 05.
Kommen wir zu der nächsten Nachricht der Woche und ja, der Kölner Stadtanzeiger hat komplett reingeschissen und sich als absolutes Schmier- und Käseblatt offenbart. Ich weiß zwar nicht, was deren Quellen sind, aber die haben rausgehauen, dass Said El-Mala 100% bei der WM dabei ist, dass er nominiert werden wird. Das stand tagelang im Raum, sie waren sich da 100% sicher und im Nachhinein haben sie komplett versagt und reingeschissen. Also der Kölner Stadtanzeiger hat sich da absolut die Blöße gegeben, denn El-Mala wurde nicht nominiert für die WM. Stattdessen Sané. Ich meine, okay, das ist eh nicht meine Nationalmannschaft. Das ist eher so ein Problem von euch da draußen, dass Said El-Mala nicht für Deutschland spielen wird. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte denen schon längst den hier gezeigt und hätte für den Libanon gespielt. Ganz ehrlich. Also, da wäre wenigstens dort der absolute Superstar. Sage ich ganz ehrlich. Ich hätte schon längst für den Libanon gespielt. Also, das ist wirklich unfassbar. Ich sage jetzt auch nicht, dass er 100% seine Nationalmannschaft verstärkt hätte oder sowas in der Richtung, dass er jetzt hier komplett abgerissen hätte bei der WM. Aber es hätte den FC gut getan, insbesondere was die Ablösesumme betrifft. Aber ich möchte jetzt auch nicht hier meinen Aluhut aufsetzen und sagen, Julian Nagelsmann macht das mit Absicht, damit dem FC irgendwie geschadet wird auf dem Transfermarkt. Aber wenn man bedenkt, wie viel Sechser, wie viel defensive Mittelfeldspieler er nominiert hat, das ist schon ein bisschen wild. Das ist echt wild, muss ich an der Stelle sagen. Said El-Mala ist so der Shootingstar der Saison. Das wäre vielleicht auch noch so ein kleines i-Tüpfelchen für seine Nationalmannschaft gewesen, so ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und nun ja, ich weiß nicht, ob es den Jungen irgendwie schaden wird, was sein Selbstvertrauen betrifft. Aber wie gesagt, ich selber blicke da komplett nur auf den 1. FC Köln. Ich selber wünsche mir eine weitere Saison von Said El-Mala bei uns. Ganz unabhängig davon, wie sich die Transfersumme bzw. der Marktwert entwickelt. Fakt ist für mich letzten Endes als Fazit zu dieser ganzen Geschichte, der Kölner Stadtanzeiger hat sich die absoluten Blöße gegeben. Also man kann dieses Käseblatt wirklich nicht mehr ernst nehmen. Generell auch die Medien in Köln. Ihr braucht kein einziges Gerücht da draußen zu glauben. Das ist auch der Grund, warum ich nie über Transfergerüchte offen rede, warum ich darüber keine Videos mache, weil alles wird umgehend dementiert. Sofort dementiert oder entpuppt sich als absolute Ente. Die Medien in Köln sind absoluter Schrott. Und das wurde diese Woche so dermaßen bewiesen. Deswegen, ich werde niemals über Transfergerüchte reden oder über irgendwelche Gerüchte generell um Spieler und Vereine und irgendwelche Trainergerüchte und sonstiges. Da kommen wir auch direkt mal zum Thema Trainer. Da hieß es dann einen Tag vor der Verkündigung, Dino Topmöller wäre absoluter Favorit und am Ende wird es dann doch René Wagner. Nun ja, ich habe es ehrlich gesagt erwartet. Ich selber bin dem gegenüber einigermaßen neutral gestimmt. Ich sage aber trotzdem, es ist schon kontrovers, ihm direkt einen Vertrag bis 2028 zu geben. Weil, ganz ehrlich, was ist, wenn der schon wieder reinscheißt? Oder generell, wenn das schon wieder die falsche Entscheidung war? Dann dürfen wir schon wieder eine Entschädigung zahlen. Das ist nicht gut durchdacht und ich weiß nicht, ob Kessler da wirklich den absoluten Trainerinstinkt hat. Ich selber sage ganz ehrlich, ja, der Soll wurde erfüllt, auch mit Hilfe von anderen Mannschaften, aber am allerwenigsten durch eigene Kraft. Und ich weiß selber, dass der Verein da nicht 100% überzeugt hat, beziehungsweise die Spieler. Es heißt ja dann, an der Stelle hätte eine empathische Art, eine einfühlsame Art und Weise und das würde bei der Mannschaft gut ankommen. Nun ja, okay, gucken wir mal. Aber anscheinend ist diese Mannschaft auch so ein absoluter Sauhaufen, den kaum ein Trainer unter Kontrolle bekommt. Denn ich zücke jetzt gleich mal mein Handy und werde mal ausnahmsweise den Geist-Blog zitieren, falls Sie damit kein Problem haben. Denn da gab es einen sehr interessanten Artikel, was den Zustand der Mannschaft betrifft. Also in der Überschrift steht drin, Undiszipliniertheiten belasten den FC. Das hat offenbar die Saisonanalyse ergeben und die ging weit darüber hinaus, dass manche Spieler sich Undiszipliniertheiten wie zu spät kommen zu Besprechungen oder Nachlässigkeiten in ihrer Ernährung und Lebensstil geleistet haben. Nach Geistblog-Informationen lautet ein Fazit, dass einige Spieler sich nicht ansatzweise weiterentwickelt haben und deswegen der Kader nicht die Entwicklung genommen hat, die es gebraucht hätte für eine sorgenfreie Saison. Und das ist das, was ich schon lange befürchtet habe. Köln, die absolute Partystadt, wo du auch anonym sein kannst. Ich habe auch gemerkt, auch durch meine Arbeit, ich sage euch nicht, was ich arbeite, aber ich komme viel mit Menschen in Kontakt. In Köln selber, im alltäglichen Leben, ist der FC eigentlich nur durch Sticker präsent, solange kein Spieltag ist. Und durch die einen oder anderen Leute, die Klamotten tragen. Ansonsten ist der FC nicht wirklich präsent. Du hörst nicht tuscheln oder sowas über den FC um dich herum. Sehr, sehr wenig. Zumindest da, wo ich arbeite. Und dadurch können die Spieler ein bisschen untertauchen und sind teilweise halb anonym. Weil die richtig fanatischen FC-Fans kommen eher aus dem Umkreis von Köln. Hürth, Bonn, Gummersbach zum Beispiel. Und deswegen können die Spieler, glaube ich, anscheinend ein bisschen so untertauchen. Und keiner merkt, was sie in ihrer Freizeit machen.
oder hängen es nicht an die große Glocke. Wenn ich ja höre, Ernährung und Lebensstil. Junge, was machst du, wenn dann mal ein größerer Verein kommt? Aber deswegen warten auch die Vereine, bis die Spieler ablösefrei sind. Oder vielleicht gerade mal ein Millionchen kosten. Weil die wissen ganz genau, diese Spieler brauchen wir nur, um den Kader aufzufüllen. Das gilt natürlich nicht für jeden Spieler. Ich denke mal, bei uns die absoluten Ausnahmespieler sind aktuell noch Said El-Mala und Jakub Kaminski. Und unter gewissen Umständen auch Marvin Schwäbe. Ansonsten, ja, man muss ja auch sagen, viele Spieler haben eher mehr so was Standardmäßiges. Und wenn du hörst, Undiszipliniertheiten, zu spät kommen und so weiter. Leute, ihr habt voll die geilen Sahne-Arbeitszeiten. Ja, ihr müsst am Wochenende arbeiten, aber auch nur temporär, nicht besonders lange. Ihr kennt nicht einen 8-Stunden-Arbeitstag, ihr kennt nicht Schichtarbeit. Ihr kennt das nicht, mit so einem kleinen Gehalt Wohnung und andere Kosten zu zahlen. Es reicht vollkommen. Nicht, dass hier jemand beim FC Multimillionär wird. Deswegen gehen sie auch alle. Aber es ist ein ordentliches Gehalt. Und dann wirklich sozusagen, komm, scheiß auf, die sind froh, wenn sie überhaupt Spieler haben. Das ist derbe asozial. Vom Allerfeinsten. Und da glaube ich auch den Geistblock, weil so kommt es auch rüber. Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns alle lieb. Und wenn wir das Minimalziel erreicht haben, dann habe ich meine Ruhe über den Sommer. Aber darüber hinaus zu gehen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Hallo, seid froh, dass ich hier keinen Arbeitszeitbetrug begehe. Seid froh, dass ich überhaupt zur Arbeit komme. So ungefähr ist die Einstellung beim FC. Als ob der FC nur eine Zeitarbeitsfirma wäre. Und deswegen kommen wir auch kaum voran. Daran muss gearbeitet werden in der nächsten Saison. Beziehungsweise wir leiten sie ja gerade ein hier mit die nächste Saison. Jetzt muss akribisch gearbeitet werden. Man muss akribisch an dem Kader arbeiten und nun ja. Und jetzt hat René Wagner, um wieder eine Brücke zu ihm zu schlagen, die Chance, gemeinsam mit Thomas Kessler diesen Kader aufzubauen, nach seinen eigenen Vorstellungen. Aber das muss funktionieren. Und ich sage euch eins, wenn wir am 5. Spieltag oder am 6. Spieltag irgendwo noch da unten drin hängen, entweder auf den Abstiegsrängen oder sehr, sehr nah, ja, da muss auch schon wieder die Reißleine gezogen werden. Weil das hier ist ein Abenteuer. Das hier ist ein absolutes Abenteuer und ob dieses Abenteuer gut geht, das wird sich zeigen. Ja, das letzte Thema, das habe ich mal folgendermaßen benannt. Poldi gibt die Nummer 10 frei. Ja, Lukas Podolski hat ja jetzt offiziell seine Karriere beendet mit 40 Jahren. Ich dachte auch ehrlich gesagt, er spielt bis 50. Und das hat mich auch ein bisschen genervt. Ich meine, okay, danke an Lukas Podolski, dass du den FC in einer Zeit, wo die Leute oder die jüngeren Leute sich ein bisschen vom FC abgewandt haben, weil hat man gemerkt in der Zeit, viele wurden plötzlich Dortmund-Fans, einige auch Pillen-Fans oder sowas oder halt das übliche Bayern-Fans und du hast den FC wieder cool gemacht. Ich habe in dem Video, wo es um sein Abschiedsspiel für den FC ging, beziehungsweise um das Abschiedstrikot, bereits genug verabschiedende Worte geäußert. Einfach nur Danke für die ganze Identifikation, die er nach außen getragen hat. Also danke, dass er den FC auch für die Öffentlichkeit wieder cool gemacht hat, aber auch danke, dass er jetzt die Nummer 10 freigibt. Denn das war der absolut größte Schwachsinn, den der FC marketingtechnisch sich überhaupt geleistet hat. Zu sagen, jo, bis der die Karriere nicht beendet, werden wir die Nummer 10 nicht freigeben. Absoluter Schwachsinn. Wir hatten so viele gute Zehner und dann muss ich ehrlich gesagt sagen, Lukas Podolski hat mit dem FC nicht genug erreicht, um das zu rechtfertigen. Er hat vielleicht genug erreicht, um zu sagen, er ist die ultimative Nummer 36 und die werden wir nie wieder vergeben. Damit wäre ich cool, aber nicht bei der Nummer 10. Weil die haben schon größere, diese Nummer haben schon Spieler getragen, die mehr erreicht haben als ein Lukas Podolski beim 1. FC Köln. Weil wenn wir dann schon so anfangen, dann können wir auch gleich die Nummer 14 nicht mehr vergeben, die Jonas Hector getragen hat. Dann können wir auch die Nummer 8 von Flohe nicht mehr weitergeben oder die Nummer 9 von Hans Schäfer. Und ja, ich weiß, der SSC Napoli vergibt nie wieder die Nummer 10 wegen Diego Armando Maradona. Aber das war eine andere Geschichte. Napoli hatte nie eine Meisterschaft gewonnen, bis der Typ kam. Und dann waren sie auf einmal ein großer Verein. Das ist was ganz anderes. Und dann starb er auch noch und das ist absolut nachvollziehbar. Aber da so eine Geschichte mit der Nummer 10 zu machen, ich meine, okay, es war eigentlich nie was Offizielles, aber jeder redet darüber. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Traum. Mein absoluter Traum wäre, Adidas-Kollektion kommt raus, Said El-Mala, selbst wenn er verkauft wird, wird aber noch ein Jahr an uns ausgeliehen und spielt mit der Nummer 10. Oder zumindest Kaminski, einer von beiden. Ich will endlich mal eine Nummer 10 wieder auf dem Trikot, auf einem aktuellen FC-Trikot haben, die auch legit ist, wo nicht irgendwie Heinz Gerhardt Nummer 10 auf dem Trikot draufsteht, sondern wirklich entweder Said El-Mala oder Jakub Kaminski Nummer 10. Das will ich endlich mal wieder sehen beim 1. FC Köln. Auch marketingtechnisch wird sich das auszahlen, glaubt es mir. Ja, und so lief die FC-Woche. Mal gucken, was thematisch das nächste Video hergibt. Ich wollte mich mal zu diesen Themen dann auf jeden Fall äußern und ja, genießt die Pfingsttage.
Wir sind ja eh schon fast vorbei an der Stelle. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Gelegenheit zum nächsten Video. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, denk nur zum Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt. Leo, mit dir hat all den größten